Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Corby, war das Jahr jetzt besser? Das war jetzt besser, ja. Sehr schön. Ich habe nämlich gerade falsch angefangen und das haben wir uns nochmal neu eingesprochen. Ihr habt gerade gehört, mit dabei ist der Corby und auch der Mike ist dabei. Ich begrüße euch recht herzlich. Geht's euch gut? Ja, hallo Kani. Es freut uns natürlich, dass du uns zufällig heute zu diesem wunderbaren Stück Podcast-Geschichte eingeladen hast, weil ich glaube, es geht halt wieder mal um die Wolex! Hey, und diesen Zufälligkeitswitz haben wir doch das letzte Mal schon gemacht, oder? Echt? Ich glaube schon, ja. Aber unser Podcast besteht aus Running Gags. Warum nicht noch einen? Genau, für diejenigen, die es bis jetzt noch nicht verstanden haben, hört euch einfach mal alle Folgen an. Dann versteht Genau. was man meinen. Ganz genau. Aber nur dann, ihr müsst wirklich alles hören. Aber wirklich jede einzelne verfickte Minute. Und wenn dann am Ende, so wie es jetzt bei uns gerade der Fall ist, beim Spotify-Jahresrückblick, nicht Viva la Movilusion als Platz 1 dort steht, mit alle Folgen und unendliche Minuten, dann seid ihr euch gewiss, dass wir euch sacken, wenn wir euch singen. Ja. Der Mike hat gern Stangen, aber das darf man nur im Schulhof. Und an der Schule darfst du der Mike bis auf 50 Meter nur mal mit nähern. Von meiner Seite gibt es auf alle Fälle auch noch ein Servus und Grüß euch, Mann. Falls das ein Hallo. Unterganger ist. Servus. Hallo, du Sexistensauer, uns hören sicher nicht nur Männer. Nein, ihr redet ja mit euch zwei. Ist ja Ach so. sicher, Mann. Ja, sicher, Mann. Oh, zweifelt. Der Mike hat eigentlich gemeint MännerInnen, damit es an unsere Zuhörer auch geht. Ja, genau. Richtig. Gut, Mike, wenn du gleich mit Sexismus anfängst, das eines deiner Wolex zu sein scheint, magst du gleich voll einsteigen mit deinen Wolex aus dem November. Okay. Erst einmal überleg, dass ich jetzt von der Couch aufstehen hab müssen für das Ganze, weil wir uns nämlich gerade die Herr der Ringe-Trilogie einbauen. Boah, geil. Jetzt habe ich da voll unterbrechen müssen beim Anfang von den 2 Türmen. Das war ein Grund, dass du abgesagt hättest, das hätte ich verstehen. Ja, wollte ich auch. Meine Frau hat auch gesagt, hey, lass den Scheiß. Sie hat eigentlich keine Ringe gemeint. Sie hat gesagt, geh lieber aussehen. Mach den Drecksfilm aus. Also meine Frau, die ist nach wie vor What? nicht begeistert. Nein, Was? nein. Gibt's nicht? Nein. Wann ist da die Scheidung ist überfällig, die ist überfällig, die Scheidung. Scheißdreck hat's geheißen. Ja. Wahnsinn, die Ja. wird immer unsympathischer. Ja, ich weiß Schaut nicht. sich ja nur die Extended Edition an, Ja, oder? natürlich. Dazu, Ich hab nur das. dazu hat's die Scheißdreck gesagt, boah, leck. Ja. Da wird zum Nein, Frauenschläger. Also wir haben uns jetzt auf alle Fälle zuerst einmal die Harry Potters angeschaut, alle nach der Reihe. Und Bin ja grad ich dabei. muss Dito. Hey, sehr schön. Weihnachtsstimmung pur. Voll, Ja. voll. Und ich muss sagen, die gewinnen. Also, ich Halt find- dein Maul. Die gewinnen. Ich finde Harry Potter, jetzt mal wieder, wenn ich sehe, und schauen wir es fast jetzt ja immer besser, verdammt nochmal. Aber was So schön. gewinnen die? Es Die wird gewinnen kurz- doch nicht. Moment, die gewinnen nicht gegen Herr der Ringe. Vergiss Nein, es. null. Nein, aber die gewinnen an Qualität, also in meinem Herz gewinnen die auf alle Fälle. Ja, okay. Weil- Ich meine, das wird halt die letzte Du meinst Folge mit dir. Nein, Du null, meinst, null. die altern sehr gut, oder? Ja, voll. Vor allem, wenn man schaut, die Dinger haben ja teilweise 20 Jahre alt oder Ja, der 15 erste Jahre. hat heuer seit 20-Jähriges gemacht. Ja, irre. Weil es wirklich noch schön gemacht ist mit Kulissen, weißt du, wo sich halt jeder bloß noch vor der blauen Event hinstellt, ist das wirklich noch schön mit Kulissen gemacht. Dasselbe zählt natürlich auch für den Herr der Ringe, wenn du dir das anschaust. Alles ist geschnitzt und hergerichtet und die Voll Masken geil. gemacht. Irre. Also, das ist wirklich Kinogeschichte. Die haben wirklich da zu der Zeit um die 2000 umeinander, haben das immer so richtig mir gegeben. Ganz was Feins. Das bisschen CGI, was du mit dabei haben, das ist ja, also das kann man leicht verzeihen. Ja, und gut Ja. gealtert. Gut gealtert. Und Also auch ich habe wirklich- meine Probleme mit dem Hobbit, muss ich sagen. Also ich mag zwar die Geschichte und so, aber diese komplett nur vom Greenscreen entstandene, Ja. hochpolierte CGI-Scheiße, ich finde, das nimmt so viel von dem Feeling, das ich bei Herr der Ringe einfach hab, Ja. raus. Ich schaue es mir zwar, wenn man einen Marathon machen schaut, man Hobbit zwar einmal mit an, weil es halt einfach mitläuft. Es ist also schön zum Anschauen, aber der kommt nicht im entferntesten auch nur an Schlaganfall kurz, sorry. Der kommt ja nicht im entferntesten an Herr der Ringe ohne vom Feeling, also gar nicht, null. Niente. Ja. Das sehe ich auch so. Und es ist wirklich unglaublich, was die für Gefühle transportieren. Auch mit der Musik vom Howard Shore, das ist irre, wie oft das sieht, Treberl in die Augen hab, wie eigentlich so Kleinigkeiten-Szenen. Also das ist so unfassbar. Ich hab jetzt eine Gänsehaut. Irre. Jetzt geht's Wenn's halt, das so ist. Ja. Wahnsinn. Ja, Putenpille. ganz schön. Auf alle Fälle, eins von meinen Wolex, wo ich nur sehr geil finde, das ist, dass Turbine es zusammengebracht hat, dass sie einen Prozessor Uncut durch die FSK durchgeschleißt haben. Das wundert mich sehr. Also, der ist doch ziemlich grob und ja, anscheinend haben sie da einen guten Tag gehabt oder vielleicht war auch bloß eine halbe Besetzung da bei der FSK, keine Ahnung. Auf alle Fälle erscheint der Film am 11. Februar.
2022 regulär im Handel. Und es darf glauben, wenn drauf steht FSK 18, steht da oben noch mit drauf, uncut, uncensored, unrated. Also das Ding unbedingt holen, der Film ist wert und wir haben auf alle Fälle Dusel, dass er in Deutschland auch so zum Singen ist. Finde ich saustark. Voll Hast schon ja bestellt. letztes Jahr im Letterboxd Best of, Ja, glaube ja. ich, sogar ziemlich hoch gehabt, oder? Ich glaube, das war sogar oder? mein bester. Das war der beste Ja, Film stimmt, vom letzten Jahr. stimmt. Deswegen war es auch so schwierig, dann über den Film zu reden, weil den wirklich auch noch keiner gesehen hat. Ich habe damals die Blu-ray aus USA gehabt und ja, da hat halt hierzulande höchstens mal einer von irgendeinem Festival gesehen oder sowas. Aber jetzt hoffe ich, dass der Film zu seinen Ehren kommt und den ganz viele Leute anschauen und Spaß haben dabei. Apropos Spaß haben, mein Ultra-Warleck, das wo gesponsert ist vom Offstream Cinema / Hardline Filmfestival und Penninger Blutwurz. Oder die Brennerei Penninger. Und zwar waren wir am 13. November, haben wir vom Offstream Cinema aus, von dem Verein, unsere erste Busreise gehabt. Das Ganze hat sich Klassenfahrt genannt, weil es so ähnlich war wie eine Klassenfahrt, quasi, dass du mit dem Bus rumfährst und fährst irgendwo hin, wo es zum Saufen gibt. Und wie es sich für so Filmnerds gehört, haben da 2 Filme gelaufen. Wir sind auf alle Fälle zum Penninger rausgefahren, wo die Brennerei ist und das Museum und so. Und der Stefan Penninger hat uns da recht nett empfangen, muss ich sagen, und war sehr spendabel und hat uns einen Haufen von seinem Zeug probieren lassen und hat uns einiges erklärt. Und dazwischen haben wir noch Filme geschaut. Und zwar war einer davon Lamb. Warte mal nur ganz kurz. Ja. Also, wenn der Mike uns sagt, dann meint er nicht uns, also Uns, nicht ne? Viva la Movilusion. Der Mike meint das Hardline und sich. Ja, genau. Der Kani und die waren nicht dabei. Nein. Ich war aber gerne dabei gewesen, aber ich habe leider eine Kinder an dem Tag. Ja. Weil Dito. es war ja die Möglichkeit Dito. gewesen. Nach dir ist aber tausendmal gefragt worden, muss ich auch dazu sagen. Das ist normal. Das ist normal. Ja. Die haben gesagt, hey, warum ist denn das Niveau halt so hoch? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, meistens fragen sie nach mir am Ende, sagst du, wenn es heißt, der hat keine Zeit gehabt, Gott sei Dank, ist meistens die Schlussantwort. Da kann jeder einen Schlüsselmuskel entspannen vor Ort. Ich darf mich nie in Sicherheit wiegen. Ja, auf alle Fälle haben wir mir Lamp angeschaut und das Ganze ist so ein Horror, Mystery, Drama mit ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, Naomi Rapace, die wo Sagen er wir's bei einfach so. Genau, die wo er bei Ding schon mitgespielt hat, bei Prometheus und so. Die lebt mit ihrem Mann extrem abgeschieden in einer Einöde. Und sie haben sich im Endeffekt nicht mehr viel zum Sagen. Das Ganze ist ja total trist und man gespannt zwischen den zwei, gibt's Spannungen. Sie haben sich so nicht mehr viel zum Sagen. Und sie haben eine Zucht, eine Lämmerzucht, Schafzucht. Und da kommt eines Tages ein ganz seltsames Lamm zur Welt. Also ich mag jetzt noch nicht spoilern, ich weiß auch nicht, ob es im Trailer vorkommt, die Szene, oder wo es der große Aha-Effekt ist, was mit dem Lamm los ist. Nein, ich glaub nicht. Ich mag jetzt einfach nicht sagen, weil Aber das gut, in meiner Vorstellung, das Lamm hat Tentakel. nicht. Du verwechselst es mit meinem Blick. Du willst ja nicht spoilern. Also ich stelle mir das vor, okay, ein Tentakellamm. Okay, weiter. Ein Hentai-Lamm quasi. Oh, okay, das hat doch keine Tentakel. Nein, ist im Bin ganz Endeffekt... ohr. Ja, also im Endeffekt ist wenn man den Zustand des Lamms jetzt nicht beschreibt, ist es ziemlich schwer bei dem Film zum Schmerzen. Also es müsst euch den auf die Listen schreiben und den unbedingt anschauen, wenn er rauskommt, weil der total cool ist. Der spielt ein wenig so mit isländische Volkssagen und so und gibt einem auch nicht so viel mit. Du musst selber auch recht viel mitdenken. Also es ist ein total abgedrehter Film und hat mir Typisch total gut A24, gefallen. oder? Was? Typisch A24, oder? Ja, kann man sagen. Das ist wirklich so ein Paradebeispiel wieder. Und es waren auch alle, die aus dem Kino raus sind, die waren alle total begeistert. Also ich kann mich da auch nur anschließen, war ein ganz starker Film. War der auf Deutsch oder auf Englisch? Der war so in der Originalsprache mit englischen Untertitel. Also das heißt, wenn der auf Deutsch irgendwo veröffentlicht wird, dann heißt der wahrscheinlich Lamm oder Lamm und Hentai-Lamm heißt er und dann. dann beim Untertitel steht dann sowieso schon die Auflösung dabei. Wahrscheinlich. Lamm, das Tentakelmonster. Aber Schlägt es ist zurück. allein schon die Tatsache, dass es wirklich so spannend ist, dass es wird so lange im Dunkeln gehalten, was jetzt mit dem Lamm eigentlich los ist. Und das wird aufgezogen wie ein Mensch und hin und her. Und wo man sagt, ja, warum, was macht es das? Warum tut's das? Was ist los? Und man sagt vor dem Lamm immer nur einen Kopf und den Rest weiß man nicht, was da los ist. Irre. Also, das allein schon die Spannung aufrecht zu erhalten und die ganze Zeit dem Zuschauer vorzuenthalten, was jetzt da eigentlich los ist, fand ich schon mal einen supergeilen Schachzug. Und da wird's ganz schön spitzen.
wenn ihr euch das Super, Ding anschaut. jetzt bin ich neugierig, ja. Richtig. Ja. Absolut, müsst's sein. Ja, dann zwischen die Filme haben wir dann auf alle Fälle noch mehr Verköstigung gehabt von erlesenen Schnäpsen, Likören und Essigen, wo jetzt jemand sagt, haben sie einen Essig gesoffen? Der war extrem geil. Also schreibt euch vom Penninger den Waldfrucht Essig auf die Listen, probiert Cool. das ist Wahnsinn. Das hört sich schon geil an. Kann man ins Mineralwasser rein, da schmeckt voll geil. Kann man sogar auf Süßspeisen tun, auf ein Eis oder irgendwas. Voll geil. Also, wo du sagst, ja, probier's aus. Ja, bin ich dabei, das hört sich geil an. Ich stehe auf so einen Essig. Voll geil, voll geil. Und dann haben wir mein persönliches Highlight des Abends gesehen, und zwar The Sadness vom Rob Jabaz. Der ist jetzt momentan auf Festivaltour und hat im Vorab den Ruf, einer von den gröbsten Filme der letzten Zeit zu sein. Und da kann ich eigentlich nur beipflichten. Also der war richtig grob. Also so muss man mir so, wenn einer viel Splatterfilme schaut und ein richtiger Gorehound ist, der sagt, hey, mega. Es hat aber immer noch ein paar Szenen dabei, die wo es einfach nur mal ein bisschen übertreiben, wo es dann wieder sagst, jetzt ist mir meine gute Laune, die ist jetzt wieder weg. Weißt du, jetzt wo du sagst, ja, wenn du sagst, jetzt zerhackern's dort Leid. Ja, ist ja cool. Weißt du, es ist actionreich, es ist spannend ohne Ende. Und es wird brutal gekämpft. Handlung gibt's so gut wie keine. Ein Mann versucht, seine Frau oder seine Freundin während einer Pandemie, zu retten quasi. Oder sie zu finden im Endeffekt, damit sie aus dem infizierten Bereich fliehen können. Mhm. Ja, aber die Infizierten, die haben nicht bloß blutgeil, sondern ranig. Die haben auch noch so geil. Und da werden quasi... Was? Haben's Rauner gegessen? Ja, schon. Da ist ja ganz schön da gestanden. Ja, also das ist dann schon grob, wenn du sagst, wenn die Leute zerfleischen und dann noch drüber rutschen und so, also drüber rutschen, ja, das, okay. Also, das sind dann so Sachen, wo du sagst, wow, leck, jetzt übertreibt das so richtig. Das ist wirklich, du sitzt da und sagst, das ist wie Braindead mit Szenen aus, was weiß ich, aus Serbien-Film. Also, es ist wirklich ein paar Sachen dabei. Es wird auch vor Kindern nicht halt gemacht. Ja, grob. Es werden Körperöffnungen penetriert, die vorher nicht da waren und eigentlich auch kein Genital reingehört, wo du dann sagst, krasse Scheiße. Also, dass der Cape Light versucht hat, den Film 2 bei der FSK einzureichen für eine Uncut FSK 18 Version, ist ja schon fast eine Farce. Also, wer gemeint hat, dass er mit dem Film bei uns in Deutschland Uncut durchkommt, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Vor allem die Mischung aus Sex und Gewalt ist halt schon omnipräsent. Und ja, also wie gesagt, wenn einer Human Centipede 2 gesehen hat, dann sitzt er da drin und sagt, ja, gib ihm, das ist mein Film. Wenn aber einer sagt, ja, okay. Also nur wenn er ihm gefällt, musst du aber dazu sagen, wenn nur wenn ich gesehen habe, heißt das nicht, dass ich das so geil klar. finde. Wenn einer sagt, der Human Centipede 2 ist mein Lieblingsfilm, den schaue ich jetzt Jahr an Weihnachten. Sagt jetzt sowas? Dann mit der ganzen Familie an Weihnachten Human Centipede 2. Ja, genau. Aber wenn jetzt du einer bist, der wo jetzt sagt, ja, ich schaue hin und wieder gerne mal Scream oder den ersten Halloween vom John Carpenter, ja, dann bist bei The Sadness höchstwahrscheinlich verkehrt, weil der höchst unsubtil ist und er geht halt einfach voll auf die 12. Also der geht los, eigentlich recht gemächlich und auf einmal batz! Und dann geht's eigentlich den kompletten Film über richtig rund. Am Schluss lässt er dann ein bisschen aus. Warum? Weil er dann Handlung kriegt, oder was? Ja, genau. Es wird dann was erklärt und so, warum und wieso. Und nimmt dann dem Ganzen so den Drive, wo du sagst, okay, der Film hat die ganze Zeit so stark vorgelegt und jetzt am Schluss zirkt er wegen die Bremse. Hätte er am Schluss jetzt auch gestanden, wenn es nochmal so einen richtigen Overkill an Gore gegeben hätte. Aber den hat man ja davor schon. Und ja, ich war begeistert. Ich bin vom Kino raus und habe gesagt, yes, das ist mein Film. Hat mir richtig gut gefallen. Und ich weiß nicht, wer den Comic Crossed kennt, der ist da hübsch nah dran. Also, gerade, dass halt die kein Kreuz im Gesicht haben, sondern denen läuft so eitriger Bart aus die Augen, das ausschaut, wie wenn es warner taten. Und deswegen The Sadness. Und ja, es sind wirklich Szenen dabei, die ganz stark an Crossed, an den Comic erinnern. Also, der war ja schon so krass grenzwertig teilweise. Ja. Und da waren Szenen dabei, wenn der bladelst und sitzt da und sagt so, Alter, was passiert denn da eigentlich? Da passiert so viel und warum fickt der einen abgeschnittenen Fuß? Weißt du? Also, das war echt immer so, Aber gut. Aber ich hab's leider nicht ganz gelesen.
Okay. Ja, ich habe bloß so eine Ausgabe gelesen und das hat mich halt dann auch wirklich ganz stark dann beim Schauen an das Sadness erinnert. Ja, also nur für abgebrühte Zuschauer. Der Herr zum Beispiel neben mir im Kino, ich hab ihn nicht kennt, der hat die ganze Zeit nur den Kopf beidelt. Das war unglaublich, aber ich kann's verstehen. Wie gesagt, wenn einer sagt, er hat jetzt mit Lamp einen Film gesehen, zu dem er ein Glas Wein trinken kann und der wo ein wenig gemächlich ist und dann haut er sich das Sadness rein, wo du sagst, ja Wahnsinn, dann kommst du vom Kopfbeideln nicht mehr raus. Da trinkst du kein Wein, da brauchst du ein Fassel Bier. Also wahrscheinlich erst Pick, dann die Lamp und dann die Sadness. So ungefähr. Guter Filmabend, Corby, den machen wir mir zwar. Den machen wir, ja, genau. Und dann ganz zum Schluss kommt dann, wer war's? Fraktus, genau. Oh Gott. Erlöse mich von den Bösen. Erlöse mich Du von hast dem es fix ausgemacht mit dem Corby. Ja, mich lassen. Was? Fix mir los. Ja, Da war das ein ist- Handschlag im Spiel. Das war auf alle Fälle mein Überleg. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken bei der Magda, bei der Karin, beim Flo natürlich, die, wo das Ganze organisiert haben, vom Offstream Cinema, auch natürlich der Stefan Penninger, der sich da quasi uns angenommen hat und hat uns da super bewirtet. War ein saugeiler Abend und ja, ich hoffe, dass das nächstes Jahr wieder zustande kommt. Und wer bei uns in der Nähe da wohnt, so im Gai, soll auf alle Fälle bei offstream-cinema.de mal vorbeischauen oder beim Hardline Festival auf der Homepage. Da gibt's immer wieder News zum kommenden Festival im April. Und ja, wer schaut, ist schlauer. War Karin auch dabei, wie? Ja, waren auch dabei. War super lustig. War echt. Reizt mich noch mehr, dass ich nicht gekommen bin. Die würde mich gerne treffen. Hi Karin. Servus. Hallo. Hau ab, Corby, du kennst es nicht. So, Entschuldigung. Genau, Aber Entschuldigung, Flo Karin. kenn ich. Ja. Aber Flo kenn ich. So, der nächste bitte. Corby, magst Ja. bisschen Ich Fahrt. wollte eigentlich vorher zu dem Harry Potter Marathon noch was sagen, weil ich bin ja da auch schon durch. Ich habe mir die ganzen Filme innerhalb von einer Woche reingezogen und da ist es auch so, dass ich finde, dass das echt gut altert. Ich habe so mein persönliches Ranking, das nicht wirklich chronologisch da zusammenhängt, aber ich mag einfach die letzten 2 Filme am liebsten, aber mein aller Lieblingsteil von Harry Potter ist der dritte, der Gefangene von Azkaban. Ja, yeah, Yes. meiner auch. Woo! Ja. Corby. Supermann. Supermann. Ja. Bester Mann am Und- Quidditch-Feld. Und der Film, den ich am meisten hasst es nicht falsch. Ich mag den einfach nicht. Das ist der 4. Wie heißt der 4? Feuerkelch. Ja, genau, Feuerkelch, genau. Den, weiß ich nicht, der hat so viel Szenen dabei, wo man denkt, Der zirkt sie mit dem ganzen Ballzeug und so, der zirkt sie ein bisschen. ja, Aber so, die Aufgaben dann und so, die finde ich wieder super geil. Aber ich sehe das auch so, dass sich der dann ein bisschen zirkt. Ich habe eben auch gerade meine Letterbox da und meine Arschbombe ist der Halbblutprinz. Der hat Bist du bei mir ganz nicht. dicht? Ja, der hat bei mir nicht zünden, Alter. Bei dir wird jetzt am Blut zünden, das sag ich dir. ich finde den. Sag ich, du hast einen Schatten Halbblutprinz. Ja, Halbblutprinz, der war jetzt Den voll Halbblutprinzen? Laberababa. Ja, Ja, aber du bist der Laberababa. hat eigentlich schon viel Szenen dabei, wo ich sage, ja, das ist eigentlich schon mal cool. Weil die dreimal in Situationen sind, wo du denkst, okay, da kennst du es eigentlich so gar nicht. Und das, finde ich, macht den Teil wieder ein bisschen besonders. Also ich finde eigentlich die zwei Schwächsten, das ist der 4. und der 5. Also auch Orden des Phönix, das weiß ich nicht. Der hat eigentlich auch so viel Potenzial und wird so viel verspielt. Wir sind beim Vorletzten ein bisschen zu viel Zetteln. Ja, das stimmt, das Ding war immer. Jetzt haut's ab. Ich schau mir nicht Sommercamp an. Lass das jetzt. Unglaublich, haben wir nicht, ja, also mir war das jetzt auch gar nicht mehr bewusst, dass das wirklich so lang ist. Jetzt beim Schauen haben wir gedacht, hey, das ist voll lang. Das ist voll lang. Wobei dann wirklich, das ist die Aufwärmphase zum großen Finale und der letzte Teil ist ja wirklich dann einer der besten. Also da geht's ja wirklich Schlag auf Schlag. Voll. Ja, genau. Wobei, ich weiß jetzt nicht genau, ob es da einmal so eine Extended Edition gibt und wenn, dann hat es entweder der Kani und der kann uns da berichtigen. Aber ich finde, der hätte ruhig einmal nur mal so eine Langfassung verdient gehabt. Also so gute halbe Stunde. Der letzte? Ja, ich finde es vor allem am Ende, wo du sagst, bei so vielen Leuten hat es mich nur interessieren, was ist jetzt nur aus denen geworden, wer ist jetzt der Schulleiter, was ist mit dem Hagrid geworden, das waren ja doch so zentrale Figuren, die in die letzten Filme recht untergegangen sind, hätte es mich nur mal ein wenig interessiert. Das waren ein paar Sachen gewesen, hätte ruhig für mich... Lies mein Buch. Nicht. Nicht. Hallo, du hast jetzt so 2 kleine Kinder.
die sollten vielleicht auch mal ein Bierchen lesen. Also, Ja, mit 3,5 wird es auf alle Fälle ein Bierchen lesen. Ja, aber viel übt sich. Ja, nein, ich gebe dir recht. Also das gehört auf alle Fälle mit die Kids auf alle Fälle mit angegriffen. Da haben wir uns einig. Aber ich glaube, es sind nur die ersten 2 Teile gibt es als Extended. Die anderen Monate sind alles die Kinofassungen. Aber das war kein Extended, das waren damals Zensurschnitte, oder? Ja, aber glaube ich, in die Boxen werden sie dann als Extended Cuts betitelt. Aber es waren damals für uns Zensuren, damit sie es, glaube ich, ab 6 ins Kino bringen und nicht ab 12, gell? Genau, dann hat man in Harry Potter die ersten 2 Teile aus Österreich importieren müssen. Nicht in Österreich, oder? Ich glaube, die hat es nur in der Schweiz, da hat's nur Schweizer Fassung. War nur Schweiz? Ich weiß gar nicht. Ich meine schon, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine schon. Auf alle Fälle hast du dann einen Film importiert, der nicht FSK geprüft ist und hast den, mit dem sogar vielleicht Probleme kriegen können. Wow, mit Harry Potter gewesen. Gott. Also, gerade beim zweiten, da finde ich schon leicht grenzwertig, den ab 6 zu veröffentlichen mit der Schlange. Ja, das war also, deswegen war der ja zensiert. Genau, das waren die meisten Schnitte, ja. Ja, jedenfalls, irgendwie ist mir das erst im Nachhinein aufgefallen, dass momentan so viel die ganzen Harry Potter Filme gucken und habe dann erst relativ spät mitgekriegt, dass jetzt Stein der Weisen nochmal im Kino war, in 3D. Hab ich gesehen, im Kino. Yeah. Und war's 3D was? Ja, ich sag immer fix 3D bei uns in den kleinen Scheißhauskinos. Aber es war halt einfach cool, weil ich hab nämlich Harry Potter erst ab Teil 5 im Kino gesehen. Und deswegen war es cool, den ersten Teil einmal auf der großen Leinwand zu sehen. Das war auf alle Fälle cool. Okay, also ich habe tatsächlich alle im Kino gesehen. Ja. Echt? Ja, bin ich ein bisschen neidisch. Ich wollte eigentlich Bocken und hab so gesagt, so, damals war ich halt voll cool, aber ich gesagt, hey, ich schau ja der Ringe und nicht den Harry Potter Krampf. Und dann bin ich meiner Schwester zuliebe mitgegangen und dabei, ich hab mir's damals glaube ich auch nicht wirklich sagen traut, aber das ist schon starke Filme gewesen. Und dann haben wir's alle im Kino angeschaut. Ja. Ich habe jetzt auch vorhin gelesen, es gibt bald bei HBO Max Reunion mit dem Cast. Also anscheinend ist das seitdem sie das bei Friends gemacht haben, sehr beliebt, dass man immer wieder sowas macht. Aber gut, es bietet sich natürlich 20 Jahre nachdem der erste Teil rausgekommen ist. Ja. Es leben ja doch nur einige. Aber ja, durchaus nicht mehr alle, gell? Neu. Und da bin ich dann auch gespannt, ob das wirklich so gut war. Also das Reunion von Friends, das hat mir schon gefallen. Und was? Ich muss an das Botox denken, das war wirklich geflossen bei der Reunion. Das war unfassbar. Wie schlecht die alle gealtert sind. Außer der Joey vielleicht noch, der Matt LeBlanc. Das war eher noch einer, auch wieder wegen einem Wampe und so. Und die anderen aufgespritzt und glifft und ja, kruzifix war das eine Freakshow. Ja, aber wundert's die? Hallo? Hör mir auf mit dem Bodyshaming da. Ja, jedenfalls, da bin ich schon gespannt. Dann mein nächstes Warleck ist so Warleck, das hätte so viel Potenzial gehabt und irgendwie hat das doch wieder mal versemmelt. Und zwar hat man Old angeschaut, vom M. Night Shyamalan. Ding Dong. Ja, für diejenigen, die nicht mitbekommen haben, um was da geht. Ein Familienurlaub entpuppt sich zu einem Albtraum. Eine Familie mit 2 kleinen Kindern, also ich schätze jetzt mal irgendwie 5 und 11 oder so, machen Urlaub in einem Hotel und werden dann vom Hotelmanager angesprochen, ihr seid so eine nette Familie und ihr seid so super und wie hätten wir da so einen Privatstrand, da lassen wir nicht jeden hin, aber ich darf man hinlassen. Und dann werden sie da hingefahren und der Privatstrand ist ja wirklich versteckt, so zwischen ein paar Felsformationen und dann sind sie da und verbringen eine schöne Zeit, sind nur ein paar andere Familien und Pärchen dort. Ja, und auf einmal merken sie, dass der Strand alle extrem schnell altern lässt. Ja, lässt die alle extrem schnell altern und das Ding ist, nachdem sie es auch merken sie kämen auch von diesem Strand nicht mehr weg, weil in dem Moment, wo sie sich den Klippen nähern, wo sie zu dem Strand eingegangen sind, werden sie ohnmächtig. Tja, und typisch M. Night Shyamalan, man fragt sie, ja, okay, und wie hängt das jetzt zusammen? Sind es Aliens oder sind es böse Mächte oder haben die vergiftet oder irgendwie sowas? Bei der Mitte vom Film habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich mal das jetzt wirklich nur ganz oder und ganz anschaue, weil es nervt einfach irgendwann. Also so das typische Problem, das seine Filme haben, entweder du identifizierst die und verstehst die komplett mit den Charaktere und siehst es von vorn bis hinten durch und dann hast du natürlich zum Ende hin deinen Spaß, weil du ja dann dir denkst, boah, okay, da wäre jetzt nicht drauf gekommen, also der typische Shyamalan-Twist.
aber nur da sind zu viele Charaktere auf einen Schlag, mit dem du die nicht wirklich identifizieren kannst, außer vielleicht mit den Kindern, und die sind halt bis zur Mitte nicht unbedingt immer in Szene. Du meinst, rappen die Kinder? Na, aber es ist ein Rapper dabei. Nicht schon wieder! Das war bei der Wiste schon total beschissen. Ja, was ist mit dir? Ich bin alle gekotzt. Den schauen wir niemals so den Film. Niemals. Er wird nur als Rapper betitelt, er rappt aber nicht, okay? Oh Gott sei Ja, Dank. okay, dann bin ich ein bisschen besänftigt. Ich war bald ausgeflippt bei der Wiste. Ich habe gesagt, das wenn ich gleich aufhört. Ja. Hoffentlich stirbt das Kind in dem Film, habe ich mir gedacht. Wobei der Film so gut gewesen, der Film war wirklich okay, aber die Rapperei war wirklich ganz schrecklich. Ja, Ja, das war schrecklich. das war schrecklich. Ja, das war wirklich Ja. schrecklich. Grausam. Also, wer Interesse in dem Film hat, hier mein Tipp, bitte wirklich durchhalten und ganz durchziehen. Ab der Mitte vom Film wird's immer besser. Es ist jetzt nicht einer der besten Filme des Jahres, aber die Idee ist einfach geil. Also diese, die altern halt jetzt, und innerhalb von wenigen Stunden sind auf einmal die kleinen Kinder, also mit 5 und 11, schon im Teenie-Alter, und eine Stunde drauf sind sie erwachsen, und das ist schon halt so eine Handlung, die kennst du so halt nicht, also ich zumindest nicht. Und funny war eine coole Idee, auch der Twist war cool. Also ich war dann froh, dass ich ihn durchgezogen habe, aber ich war ja echt leicht enttäuscht. Deswegen mein Warleck, es hätte so viel Potenzial und er hat's versemmelt. Okay. Schade. Ja. Genau. Und dann mein letztes Warleck, und das teile ich mal, glaube ich, mit dem Kane. Cowboy Bebop ist jetzt adaptiert worden von Netflix, und ich muss sagen, ich find's total geil. Ich finde, sie haben genau den richtigen Ton getroffen vom Anime. Absolut. Die Charaktere sind super. Ich liebe das ganze Zusammenspiel zwischen denen, und der Soundtrack, oh Gott, ist der gut und ist das geil. Und ich finde das so cool, wie die diesen Comic-Look umgebracht haben in diese Realverfilmung. Oh, ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Kani, was sagst du? Wir sind uns ausnahmsweise wieder mal einig, Corby. Das passiert nicht oft, aber wir sind uns einig. Im Vorfeld hast du viel Negatives gelesen, aber das glaube ich, in dem Moment, was heißt, es wird ein Anime verfilmt, dann dran alle am Radl, weil wir haben einfach zu viele Negativbeispiele. Dragon Ball, I'm looking at you. Aber ich habe jetzt 2 Folgen angeschaut. Erstens mal, ich werde bei keiner Folge das Intro wegschalten, weil das so geil mit umgesetzt worden ist vom Original. Weltklasse. Der John Cho als Spike, also besser geht's eigentlich gar nicht, finde ich. Der spielt das so geil, diese gelangweilte, arrogante Art. Und wie du schon sagst, Soundtrack, Score, da passt alles, die Effekte sind cool. Es ist nah am Anime dran. Ich habe mir noch vorher noch mal angeschaut extra. Und hat aber trotzdem seine Freiheiten, die sie aber bis jetzt in den ersten 2 Folgen, die ich nur gesehen habe, schön ins Ganze einfügen. Also ich bin nach 2 Folgen richtig angefixt und freue mich auf die nächsten. Ja, also also ich bin jetzt schon fast am Ende, und allein wie es die Welt umgesetzt haben, ich kann mir das stundenlang anschauen, und ich hoffe, dass das schon den Erfolg hat, dass es eine zweite Staffel dann ergibt, oder dass es einfach weitergeht. Ich verstehe auch nicht, wie man sich so drüber aufregen kann. Natürlich ist es nicht 1:1 der Anime, aber dann schau den Anime an. Weißt? Das ist immer das. Dann schau dir ein Anime an. Wenn ich 1:1 das gleiche sagen möchte, dann schau dir verfickt nochmal ein Anime an. Ja. Entschuldigung. Was ich halt da jetzt zum Beispiel bei der Realverfilmung tatsächlich besser finde wie beim Anime, ist als beim Anime, bitte. Als beim Anime ist, dass die Frauen nicht einfach nur als Sexobjekte abklatscht werden, sondern die haben halt da auch ihren Charakter, haben sie im Anime auch, aber bloß im Anime haben sie halt einen Charakter und riesige Möpse, Okay, die irgendwie aus Versehen immer so in Szene gesetzt werden, dass sie halt sehr präsent sind, und das haben sie halt jetzt da nicht gemacht. Dafür auch die Frauen, die da vorkommen, die sind alle total hübsch, und ich finde aber, es passt super in die ganze Story mit rein. Hallo, das Kostüm von der Faye im Anime. Was ist das? Das sind nur Schnirren. Das sind Schnirren und ein Jopallerglons. Was ist mit dir? Keiner rennt so rum.
Ich finde es jetzt ganz cool, dass du darüber redest, weil ich hab mir eine Vorschau angeschaut und habe mir dann gedacht, ich muss da mit jemandem schmatzen, der sich das angeschaut hat, ob das was für mich auch ist. Kann ich das anschauen? Ist das selbst? Ich denke schon, ich finde, das ist ein cooler Weltraum-Western. Okay. Ja, genau. Das macht Spaß. Ich finde, es hat ab und zu mutet es ein bisschen trashig an, aber nie das störend war, sondern das fügt sich einfach nur mit geil ein. Also Okay. ich finde, bis jetzt kann ich mir echt über nichts beschweren. Ich finde es richtig geil. Und vor allem, wenn du ein Anime gesehen hast, weil da auch unglaublich viele Einstellungen und Körperhaltungen und so weiter 1:1 aus dem Anime übernommen werden und sowas, finde ich sowieso immer geil. Aber selbst wenn du ein Anime nicht gesehen hast, glaube ich, hast du den Spaß damit. Okay. Ja, da werde ich mir reinschauen. Kann man auch mit dem Vibe anschauen, ist nicht recht brutal. Okay. Wie du es ja schon sagst mit den Einstellungen und wie die Charakter sie verhalten, also das haben sie echt super übernommen. Und ich finde, das reicht ja auch. Ich meine, sie machen sie jetzt nicht irgendwie lustig über die Charaktere oder irgendwie sowas oder ziehen den Anime da durch den Dreck, sondern es ist einfach cool. Sehe. Also ich verstehe es nicht, wie man sich da so dermaßen drüber aufregen kann. Aber naja. Too true. Ja, genau. Es geht auch schon los. Ich glaube, die ersten haben wir schon einen Schlaganfall gesehen, als gesehen haben, dass der Jet Black ein Schwarzer diesmal ist und nicht weiß, dass einer die ersten schon durchtrat. Ist er sehr essentiell für die Story. Muss man auch mal festhalten. Also ich kann die Serie nicht mehr für voll nehmen, seitdem es ein Schwarzer und kein Weißer ist. Ja, hast du sogar Black, oder? Ja. Macht das sogar noch mehr Sinn? Ja, also es gab erst mal wieder die obligatorischen Schimpfereien, allein wegen Hautfarbenwechsel. Dann ist sogar, glaube ich, an dem John Cho rumgesagelt worden, wo ich gesagt habe, Alter, das schaut allein im Trailer, hat man doch schon gesehen, wie geil, dass der den Spike spielt. Ja. Und Also ja, der ist es, verdammte Voll. Scheiße. Er ist der Spike. schon lasst's ihn jetzt halt. Grausam. Ja, und der Hund. Der Hund ist einfach Weltklasse umgesetzt. Ist er nicht da bei mir, der Hundi. Der Corgi. Das ist ein Da freu mich schon auf den. super Hund. Auf jeden Fall. Wir drei, wir sind auch ein super Hund. So viel dazu. Ich sage mal so, wenn die Adaption von One Piece kommt, ich glaube, das ist schon was, da bin ich gespannt, wie sie es machen. Ja, also das wird. ich bin beim Anime schon enttäuscht gewesen, dass das nicht 1:1 ist wie im Manga. Und wenn jetzt nur eine Adaption kommt vom Anime, dann kriege ich wahrscheinlich Herz raus. Da möchte ich mich kurz selber zitieren, von vor 5 Minuten. Dann lies den scheiß Manga, wenn du so 1:1 möchtest. Leck mich. Aber da bin ich auch gespannt, weil die Welt, das ist ja, also ich glaube, es gibt fast keine fantasievollere Welt als das ganze One-Piece-Universum, allein von die Charaktere und alles her. Ich bin auch ultra gespannt, wie das ausschauen wird. Die ersten Hauptdarsteller haben sie jetzt schon bekannt gegeben. Gab es auch schon gleich Shitstorms en masse, weil der nicht so ausschaut wie der und der nicht so ausschaut wie der. Und ich gesagt habe, Alter, die haben noch nicht mehr Kostüm. Oh, das ist jetzt einfach nur die Person. Was ist mit euch? Wartet zuerst einmal. Oder weil es ist ja auch, glaube der Lysop wird ja gespielt von ein bisschen einem dunkelhäutigeren. Und dann drehen sie auch wieder alle durch, warum muss da alles so schwarz sein? Also A, ist er nicht komplett schwarz und B, schaut euch mal Usopp als Figur nochmal genau an, der hat einen dunkleren Teint als alle anderen. Also es ist nicht so, dass das jetzt unbedingt ein verhasstes Blackwashing ist oder wie es so immer nennt es Idioten, sondern das ist schon, das passt schon. Aber ich bin sehr gespannt drauf. Ich kann es mir einfach ganz schwer vorstellen. Also ein Chopper und das alles, da sind so viele Charaktere drin, da hätte ich einfach ein Problem, wenn es das verhunzen. Aber ja, ich gehe jetzt mal offen an das Ganze und ich muss mir's ja auch nicht anschauen. Eben, ich sage auch, man muss es am Ende dann nicht anschauen, weil es gibt immer noch den Anime, oh Gott, die Serie hat mein Anime zerstört. Ja, dann bist du aber offensichtlich ein Vollidiot, wenn das so ist. Aber ich bin äußerst skeptisch auch, eben an der Welt, wie das alles ausschaut, wie es gemacht wird. Ich bin auf die Effekte dann schon gespannt, aber die meine buttern da ja richtig fett Kohle ein, was ich gehört habe. Und das muss aber bei so einer Serie auch, weil das, wenn irgendwas ein wenig schlecht ausschaut, das reißt die komplett aus und dann kannst du eigentlich gleich ausschalten und zum Anime wechseln. Eigentlich schon krass, dass das machen, anstatt dass halt irgendwie Dragon Ball als Realserie rausbringen. Das hatten wir ja schon, zumindest als Film. Aber als Film, Jetzt traut sich keiner mehr, glaube ich. So.
Leck, ich werde das nie vergessen, als wie ich mich gefreut habe, dass Dragon Ball eine Realverfilmung kriegt. Ich habe gedacht, wie geil wird das, Alter? Und dann läuft der nirgends bei uns im Kino, scheiß Outback da, kriegt wieder nächste Videothek, Dragon Ball steht drin, sofort mitgenommen und dann schaue ich mir den daheim an, ich hätte mir fast mit so einem Handrührer die Augen ausgeritzt wegen der Scheiße. Ja, leck mich am Arsch, wie kann man denn sowas tun? Das ist doch mutwillig gewesen, oder? Das war nicht versehen, das war mutwillig. Vor allem, das ja viel, viel mehr anbieten, dass man da einen vernünftigen Film draus macht. Aber na. Nein, das wollten wir nicht. Hey, machen wir was Gescheites. Bist du behindert oder was hat's denn geheißen? Genau, der Muten Roshi wird einfach irgendein Typ, der zwar auch ein bisschen sexistisch ist, aber halt nicht alt. Oh nein, red mal bitte nicht mehr drüber. Das war einfach ein grausames Erlebnis. Da ist was gestorben in mir. Okay, gut. Bevor nur mehr gleich stirbt, übergebe ich das Wort zurück an den Moderator und bitte ihn darum, dass er uns doch von seinen Vorlex verzeiht. Ja, das ist sehr nett von dir, vielen Dank, das mache ich natürlich sehr gerne. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe vor einer Zeit mal ein bisschen Hausarbeit gemacht, mache ich relativ selten, weil, hallo, ich bin ein Mo, das muss ich nicht tun, dafür habe ich eine Freundin. Aber gut, ab und zu musst du mal, weil sonst gibt's Tricksen, dann lass ich die Mucke laufen über YouTube und dann denke ich mir irgendwann, was ist denn da eigentlich für eine komische Musik, die ganze, ist ein komischer Ton, ich war in einem anderen Raum und dann schaue ich um mich, läuft natürlich wieder Werbung, wie immer, YouTube geht ja nur mehr ohne 18 Stunden Werbung zwischen jedem Lidl. Oh, Leute, ihr werdet es nicht glauben, was es für geile Werbungen gibt. Bei uns da draußen gibt's eine VR-Bankrotterlin und es gibt dann auch noch Tonis Freilandeier. Und wir spielen jetzt mal kurz 2 Ausschnitte aus diesen Werbungen ein. Der Toni Bauer macht Put Put und den Hühnern geht's gut, gut. Sie singen Eidel, Dideldei, wir sind so frei. Grüß Gott, Sie sind schon mittendrin bei der VR-Bank Rottal-Inn. Wenn's bitte nur ein bisschen warten, dann wird Sie gleich jemand beraten. Ja, jetzt habt ihr es gehört, wie es anhört, diese Scheiße. Und ich hoffe, ihr habt genau diesen gleichen beschissenen Ohrwurm, den ich seitdem hab, weil ich krieg diese Wichse nicht mehr aus dem Kopf raus. Was ist mit euch, Bank und Tonis Eier? Hört's auf, wer macht denn so eine Werbung? Wer segnet sowas ab? Ich verstehe das nicht. Boah, das ist schlimmer als Seitenbacher Müsli. Und die war schon auf Anschlag grausam. Boah, leck mich am Arsch. Aber die hab ich unbedingt, also, ich mach's jetzt einmal so, wenn wir irgendwo beieinander sitzen beim Dringer, Wasserdringer, und dann sage ich, hey, aber cool Söl für euch, dann spiele ich einer die Werbungen kurz vor, damit ich nicht mehr allein bin mit meinem Ohrwurm leiden. Und alle anderen flippen schon die ganze Zeit voll aus und sagen, seit einer Woche haben sie alle den Ohrwurm wegen mir drin. Vor allem den Rottal-In-Ohrwurm, der ist am allerschlimmern. Und diese Werbung dauert fast 3 Minuten. 3! Was ist mit euch? Aber. Und kannst du den überspringen, oder was? Die glaube ich habe ich nicht überspringen können in dem Fall. Boah, da haben sie aber da ziemlich was Blech dafür. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich hab's dann irgendwann, ich hab dann YouTube ausgemacht und hab auf Spotify umgeschalten, weil das wollte man nicht länger antun, ich war kurz vorm Suizid. Und dann haben wir gedacht, nein, du hast gerade putzt, da machst du jetzt keinen Ausstecher. Auf alle Fälle, Hilfe, geht überhaupt nicht. Was nur ein geiles Verleck ist, es ist Dexter, das Finale wird korrigiert. Die 2 Folgen sind zwar noch nicht Verleck würdig, aber für mich war es einfach ein Verleck her zum Schalten und ein Dexter wieder zum Singen. Das hat mir einfach gefallen und ich bin jetzt richtig guter Dinge, dass da was Gescheites rauskommt. War für mich so ein kleines Verleck, dass das jetzt wirklich endlich da ist, weil es hat jetzt so ziemlich lang gedauert von der Ankündigung bis jetzt bei uns ankommt und ja, ich bin heiß drauf. Schlimmer kann es nicht werden, oder? Darf ich sagen? Schaff du's, dass du's irgendwie spoilerfrei erklärst? Ich sage einfach nur so viel, wer das Finale gesehen hat, der weiß ja, dass der Dexter am Schluss der Vorgrumpel ist. Jetzt steigen wir, ich glaube, 10 Jahre später in sein neues Leben ein. Und dann kommt jemand aus seinem alten Leben zu ihm und dann sagt er, das wirft ihn halt dann ein bisschen aus der Bahn. Okay. Und dann geht's los. Bin gespannt. Los. Ich war nach dem Finale so dermaßen wütend. Wütend. Ich hab Fernbedienung, hab jetzt bissen wie der Hund. Also, ich bin da gesessen, aber das kann's jetzt echt nicht sein, dass die das Scheiße so zu Ende bringen. Na, also das war wirklich der Oberkomplettwitz. Wahnsinn. Wobei, bei Dexter wundert mich eigentlich dann schon nichts mehr. Irgendwie hat man teilweise zwischen den Staffeln das Gefühl gehabt, ja, sag mal, haben sie denn jetzt
haben sie jetzt alle irgendwas geraucht? Was ist jetzt passiert? Wieso haben jetzt alle so eine komische Stimmung? Und dann, also irgendwie so, sie setzen sich hin und machen einen Anfang und ein Ende aus. Und so, was zwischendrin passiert, egal, wir brauchen so und so viele Folgen. Was in der Mitte passiert, egal. Ja, in der Mitte war es ja gut. Das waren ja gerade die letzten, ich glaube 2 Staffeln, die waren da irgendwie so ganz... Ich hätte sogar gesagt, die letzten 3 hätte ich sogar 3 sogar. Weil ich sag, bis zur 5. war ich voll dabei. Ich meine ja nicht den kompletten Anfang und das komplette Ende, sondern wirklich so staffelweise. Also ich finde, in fast jeder Staffel von Dexter gibt es irgendwann Durchhänger und die werden immer schlimmer. Finde ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also bis zur 5. Staffel war ich voll heiß, da hat mir alles gefallen. Das war richtig geil. Und ab der 6. war es dann so, dass ich mir gedacht habe, also irgendwie die 6. und 7. ist mir so vorgekommen, als hätte die eigentlich in der Hälfte gar sein müssen. Und dann plätschert's nur so dahin und dann ist die 8. gekommen und dann, was ist jetzt halt los? Haben wir gedacht, was soll das? Ja. Aber bis zur 5. war ich voll dabei. Naja, vielleicht haben sie ja da einen Vertrag einfach nur gehabt für 3 Staffeln und haben sie dann gedacht, okay, was machen wir? Wer hat jetzt das Drehbuch geschrieben? Keiner? Oh, verdammt! Die letzten 5 Staffeln sind alle ohne Vertrag praktisch gekommen. Oder ohne Drehbuch. Okay, ja, weiß man nicht. Was ein Riesenwolleck auch noch war für mich, ich war letzte Woche, bin ich im Kino gewesen und hab mir noch den neuen Ghostbusters angeschaut. Oh, und Ghostbusters! Also hör mal auf. Also Leute, wenn ihr nur irgendwie die Möglichkeit habt, ich weiß, es ist momentan beschissen mit Kino und 2G+, aber ist wurscht, lasst euch ein Stabel in die Nase reinrennen, sonst habt ihr den ganzen Tag am Finger drin, dann geht das auch mal. Schaut euch auf alle Fälle Ghostbusters an. Der ist für neue Generation und die alte Generation gemacht. Der macht Spaß, der hat den ähnlichen Humor wie damals, er hat schöne Effekte, das schaut alles so cool aus. Die Jungen, die fügen sich so gut in das Ganze ein und ich glaube, das letzte Drittel habe ich schon Gänsehaut und Tränen in die Augen gehabt. Das war eine Nostalgiekeule vor dem Herrn und eine schöne Hommage und alles war lecker. Ich bin da gesessen, ich habe mir gedacht, jetzt laufe ich gleich aus, das geht echt nicht mehr. Wow. Richtig starkes Erlebnis gewesen. Also, ich hätte nicht damit gerechnet, vor allem nicht nach dem Desaster, das wir schon mal erlebt haben mit einem 3. Versuch von Ghostbusters. Den gibt's nicht, den Film. Entschuldigung, ich vergessen. Dann habe ich das Traum, das war auf alle Fälle ein schlimmer Albtraum. Ja, das war wie wenn du Melissa McCarthy für Ghostbusters besetzen hast oder so. Das passiert doch nie. Niemals. Keiner ist so ein Freak, keiner. Aber auf alle Fälle, rumpelt ins Kino und schaut euch das so. Super geiler Film. Also, ich werde mir dann nochmal anschauen, wenn's unsere Inzidenzen zulassen. Momentan, glaube ich, geht's eigentlich. Naja, gucken wir mal. Das heißt, der Film geht dann 0 auf den nicht existierenden 3. Teil ein, oder? Gefühlt ignoriert er sogar Teil 2. Okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Absicht war oder so. Ich mag jetzt halt so den Film eigentlich gar nicht spoilern, da sollte man sich wirklich voll überraschen lassen, weil der Trailer, der nimmt da überhaupt nichts vorweg oder so gut wie nichts. Aber gefühlt ignoriert er auch Teil 2, so ist mir zumindest vorgekommen. Da hat sich der Regisseur aber schon dazu geäußert, also der 2. ist definitiv passiert, aber ich habe dann auch nicht weitergelesen, weil ich auch vor Angst gehabt habe vor Spoileritis, aber er hat gesagt, der 2. ist definitiv passiert, aber was und wie und Ding, das habe ich dann nicht weitergelesen. Okay. Ja, vielleicht in einer hoffentlichen Fortsetzung zu dem granatenstarken Film. Schön. Gefreut mich. Voll, ich war so skeptisch und habe mir gedacht, bitte, und hab mir dann auch noch mal, ganz wichtig, schaut euch den ersten Teil noch mal an, weil da sind dann Details von, was weiß ich, Gürtelpapier aus dem ersten Teil, wo du sagst, hey, das ist doch das, was er im ersten Teil gefressen hat. Steckt immer noch da, also cooler Scheiß. Kommt's Lied? Vielleicht? Ja, also okay. Schön. Aber jetzt, wenn ich drüber rede, ich hab wieder Gänsehaut, das ist brutal. Und steife Schreibphobie, du kannst für 500 Brezen aufhängen jetzt. Das ist halt echt immer gefährlich mittlerweile, wenn es irgendeine Fortsetzung machen zu eigentlich echt geilen Filmen aus den 80er. Ich glaube, neulich habe ich bei YouTube irgendwie, aber es war dann hoffentlich ein Fake-Trailer, Zurück in die Zukunft 4 oder so gesehen. Ja, das ist fake. Und ja, aber allein der Gedanke, da wird man schlecht. Also selbst wenn die 2 wieder mit dabei sind und der Michael J. Fox das irgendwie hinkriegt, ich möchte da keinen 4. Teil. Ich möchte, dass es sollen die 3 geben und das ist alles gut. Ja, vor allem, es ist ja total als Trilogie konzipiert gewesen, die Zurück in die Zukunft. Das ist ja, wenn du es eben am Stück anschaust, was man mir eben das Jahr im
im Frühjahr gemacht haben, das ist ja, es greift alles ineinander. Also das ist wirklich das ein Drehbuch gewesen, so kommt es mir zumindest vor. Also es ist wirklich, es greift so ineinander und die Trilogie, das passt einfach. Wo ich sage, jetzt wenn du da einen 4. reinhaust, das ist druckflanscht, das passt, das darf nie passen. Ja, genau. Aber das sehen halt vielleicht andere Leute, die einfach nur Geld haben wollen, anders. Ching, ching, ching. Kann einem sein. Aber wenn sie es dann so umsetzen hätten, wie sie es bei Ghostbusters machen, dann war ich doch wieder dabei. Ja. Bin gespannt, wie es weitergeht. Schaut noch. Schaut's noch, Leute. Unbedingt. Schaut's noch. Ist auf alle Fälle geil. Und ich muss mir natürlich ein bisschen aufregen. Ich hab mir die Serie Day of the Dead angeschaut. Und? Zumindest das, was heraus ist. Ich krieg einen kompletten Schlaganfall. Verdammt nochmal. Ist das eine Scheiße. Scheiße. Unfreiwillig, also das ist halt wirklich, das ist Asylum-Niveau teilweise. Ich frage mich, was soll das alles? Das war so ein cooler Stoff. Also Zombies selber schauen ziemlich cool aus und so. Es muss man einmal zugute halten, dass er handgemachte Effekte größtenteils verwendet, aber die Figuren, die sind alles so beschissen und wo du jetzt sagst, das ist eine Zombie-Serie, da lege ich nicht wieder Wert auf Figuren. Ja, das darf ich vielleicht bei einer 1,5-Stunden-Film nicht in den Mittelpunkt stellen. Aber bei einer Serie, wo es weiß ich, wie viele Folgen das wären, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das ich angeschaut habe, weil das, ich lasse jetzt nebenbei laufen, damit ich ein bisschen mitschmerzen kann, weil ich bin nach Folge 4, glaube ich, bin jetzt komplett ausgestiegen. Nach der ersten war ich noch guter Dinge, aber nach der zweiten habe ich gedacht, ja, ist das euer Ernst? Was soll das alles? Wer schreibt die Figuren? Wer schreibt die Dialoge? Wer spielt so? Und was soll das überhaupt? Und warum schaue ich mir das an? Sehr schade. Damit ich euch das berichten kann. Das war da meine Antwort und ziehe ich es auch durch. Aber nee. Stop it, bitte. Ich hätte da große Stücke drauf gehalten eigentlich, weil die Serie ist ja vom Stephen Konstanski, der ja auch den ganz starken The Void gemacht hat oder auch zuletzt den Psycho Gorman und der Typ kann eigentlich schon was, also auch mit geringen Mitteln und so und kann auch gute Charaktere schreiben eigentlich, also ich bin jetzt da ein wenig enttäuscht, wenn du das so das ist, sagst. Ich weiß nicht, ob das halt Absicht sei soll, dass sie sagen, okay, machen wir ein bisschen so spaßigen Trash-Ding draus, weil was Ernstes haben wir ja eigentlich schon mit The Walking Dead, dann sind wir reiner Abklatsch. Aber wir haben ja was Spaßiges auch schon mit Set Nation. Hat das Niveau? Ich weiß, ich habe Set Nation nie angeschaut, weil da bin ich auch raus gewesen. Du hast ein bisschen drüber geschimpft und dann haben wir gedacht, nein, die Zeit ist voll. 2 Staffeln, dann war das, wenn an Aliens gekommen sind, habe ich gesagt, ja, Kruzifix. Jetzt was mit Aliens gekommen? Seid ihr schon wieder so Rassist? Nein, nicht in der Zombie-Serie, Freunde, da ist gar. Ich weiß nicht, wie das in dem Business abläuft, ob die vielleicht sagen, okay, wir verpflichten dich für die Serie und der sagt dann, okay, gut, ich mach das alles in 3 Folgen. Und dann sagen die, na, machst du nicht? Du machst schon 8 oder 10? Ja, und was soll ich da machen? Ja, das Denk ist dein da Problem. was aus? Du bist hier der Kreative? Oh Mann. Naja, ich verstehe schon nicht, warum ich da den Romero-Titel schon wieder Day of the Dead nehmen muss und nimm da nicht irgendwas anders, weil du bist auf Haus schon befangen, wenn du da Day of the Dead liest. Ein Logo. Weiß ich jetzt auch nicht, aber wenn man einfach sagen hat, das ist die, was weiß ich, Soap of the Dead, keine Ahnung. Ja, Day of the Blade müsste es eigentlich heißen, so dämlich wie das alles ist. Aber das mit dem, das ist schon wieder so die Cash-Cow generieren, weißt du, wenn du sagst, leck, das ist ein Romero, Day of the Dead, müssen wir uns die Serie ausschauen und schon steckst du in der Scheiße. Der Horrorfilm, vor allem aus den 80er, der da mit groß geworden ist, der schaltet auf alle Fälle wahrscheinlich mal ein und möchte sehen, was da jetzt gemacht wird. Ja, und der Volldepp wie ich, der zieht es ja noch durch bis zum Schluss, also haben sie auf alle Fälle schon mal eine Einschaltquote. Verdammt. Naja, das ist super toll, Conny. Ja, Entschuldigung. Aber was man noch aufregen muss, ich habe mir jetzt, glaube ich, die letzten Mal habe ich schon über Arschgeigen im Kino aufgeregt und ich muss mich schon wieder aufregen, in Gottes Namen. Dann haben wir das jetzt mal wieder im Kino, ist jetzt ganz rechts außen und 5 Plätze weiter, hocken 2 und dann fressen die eine Popcorn wie verschissene Schweine, die ich gerade eine Schüssel voll Kartoffelschale und Saudruck eingeschüttet habe. Und erstens mal war es schon faszinierend, wie kann man so laut in einem Film, der schon laut ist, so laut essen, dass ich das bis daher her, dann wird mit der Tüten geschüttelt, dann wird Popcorn isst man mal von oben, aber nein, er hat sich gedacht, die oberen sind sicher scheiße, nimm mir die von unten, ich kriege ganz unten rein. Das ist nicht deine Freundin, klang um, verdammte Scheiße und frisst die Popcorn aus. Sonst nicht so laut und dann am Schluss, das Beste kommt dann nur zum Schluss. Ja, jetzt bin ich die leider 1 Viertelstunde mit meinem Popcorn-Versauffress-Orgien-Scheiß auf die Nerven gegangen. Jetzt knülle ich die Tüten noch zusammen. Echt jetzt Tüten zusammenknüllen im Kino, während du schon saulaut warst die ganze Zeit. Leck, ich hätte mal wieder einen Schlaganfall gekriegt. Ich hab nicht kein Problem mit Essgeräusche, da bin ich jetzt nicht so schlimm. Im Kino finde ich, gehört es auch dazu, dass man ein bisschen das Rascheln und so. Aber Leute, mit offenem Mund essen, nein. Ganz unten in Popcorn-Tüten rein, nein. Und dann die Tüten zusammenknüllen, ein riesiges Doppel-Nein oder Hausverbot in Zukunft.
Ja. Ich hasse nicht. Es Bin gibt ja jetzt am dabei. bald, Und, hast du was gesagt? ja, das Gute ist nämlich, dass die zwei Vollidioten mit mir im Kino waren, was man mit dem Auto die ganze Zeit angefickt habe. What? Sehr gut. Sehr gut. Grüße gehen raus an euch zwei Deppen. Mann, wenn die jetzt schimpfen. Aber das muss einmal angesprochen werden, weil so geht das nicht. So geht das nicht. Ach, nein. Aber der Corby und ich, wir haben jetzt schon geschmerzt, das nehmen wir jetzt mal zum Anlass. Wir nehmen jetzt dann einmal so an Viva la Movie Illusion Knicke auf und dann werden wir euch einmal darstellen, wie viel mit dem Kino auf, Ja. Kassetten schauen, zocken, was ich alles sehe, was die Leute einfach nicht wissen, wie das geht. Das werden wir euch jetzt dann bald einmal in lehrreiche Videos hoffentlich zur Schau stellen können. Richtig, genau. Und ein weiteres Warleck, wo ich mich immer aufregen muss, war Dreck, wo du sagst, immer aufregen. Ein bisschen hat man es ja schon mitgekriegt, ich bin ab und zu ein bisschen so links Gräfersift gekauft und probier gerne ein bisschen so Hippie-Scheiße aus. Aber ich denke so, ja, save the planet, fuck Plastik, kaufst du wieder mal irgendein anderes Deo, das nicht in Plastik verpackt ist und so, das halt einfach ein bisschen ein anderes Alternatives, denkst du, dann schmierst du den Scheiß ohne, passt euch, gehst fort, eine halbe Stunde, schwitzt damit kurz und dann stinkst in die Achsel nach Nudelsuppen. Ja, dann scheiße auf die scheiß Save the Planet Kacke, wenn ich nach Nudelsuppen rieche, danach Kruzifix. Hä, ich hätte nichts Schlechtes. Ja, nein, ist nicht so meins. Leider, wenn ihr es schon macht, dann macht es gescheit. Ich mag danach gut riechen und nicht nach Nudelsuppen sticken. Auch wenn ich Nudelsuppen mag. Ja, das ist echt grausam. Und dann halt Leute halten Abstand von dir, noch mehr als gewohnt. Also die Hunger haben? Hey, kann die auch was von dir Suppen haben? Kante, jetzt gibst du, wo ist die Nudelsuppen, die du im Kino dabei hast? Gibt es da andere Geschmacksrichtungen auch? Barbecue-Sauce oder irgendwie so? Oder gibt es da nur Nudelsuppen? Bei mir, ich habe nur Nudelsuppen zusammengebracht bis jetzt. Boah, stell dir vor, es gibt ein Deo, das nach Schweiners riecht. Wow, da fressen sie auf der Straße. Ja, du schon. Wahrscheinlich. Aber alle wieder bei sich vor die Leute ab. Und dann Hör mal auf vorbeigehen. jetzt. Ja, das ist aber nicht recht. Oh Mann, ich Goldbraun. wollte doch nicht das Schweiners-Deo, ich wollte Leberkäse. Sie Verdammt! Ja, solange du nicht nach dem Globus-Leberkäse stinkst, der riecht nämlich nach Katzenfutter. Warum finde ich Jetzt den wird eigentlich dein alles so Maul, geil? das ist der Besti. Das ist er nicht! Warum? Ist er schon. Ich hab einmal eine Freundin gehabt, die hat den neben mir gegessen, dann haben wir mich getrennt, weil es nach Katzenfutter gestunken hat. Da hab ich gesagt, du kannst jetzt abhauen. Ja, wenn es vorher Katzenfutter gefressen hat, die hat Ja, er aus dem Maul offensichtlich gestunken. mit dieser Semi. Niemals. Das ist der Besti. Hau ab jetzt, du bist der ekelhafteste von allen. Ach komm, Du hast die von einer Das wird nichts trennt, mehr. weil sie eine Leberkassemme gegessen hat und dann nach Katzenfutter gerochen hat. Ja, ich habe auch meine Prinzipien und Stolz. Aber ich muss noch mal kurz zurückschwenken auf den Corby sein, überlegst, du hast nämlich eins vergessen. Echt? Ja, du hast uns doch gestern was geschickt, dass es jetzt halt von jemandem einen OnlyFans-Account gibt und das hast du... Das ist nicht mein Warleck. Dalle! Das ist nicht mein Warleck. Ich hab das gesehen und hab an dich gedacht. Nein, du hast geschrieben, leck, Alter, endlich ein OnlyFans-Account, für den auch ich Geld bezahlen würde. Von wem? Vom Wendler. Der Wendler hat jetzt einen OnlyFans-Account und letztes Mal bin ich noch angefickt worden, weil ein Lockdown-Ausrufer wollte, damit der Wendler nicht zurückkommt und der Corby schreibt dann, geil, Alter, endlich Geld zahlen für den Wendler seinen OnlyFans-Account. Ja, richtig, ganz genau. Ja, aber das sollst aber für den Arsch von der Puppe ja nicht von wir sein, oder? Der Corby zahlt Nein. für den Arsch von ihm. Was? Das ist irre? Ist ja ekelhaft. Um Himmels Willen. Ja, das ist... Ich sitz gestern am Flughafen und denk mir nix Space und schaue mal in Twitter und dann scroll ich und dann ist Twitter total heiß und das gibt's ja nicht, jetzt hat er es echt getan. Was, wann hört dieses Jahr auf? Also und hat dann echt geschrieben, echt jetzt 2021, das muss auch noch passieren. Geil. Und dann denk mir, warum, was ist denn los? Und dann habe ich das Bild gesehen. Ja, der Wendler und sein Tussi haben mir jetzt einen OnlyFans-Account. Dann habe ich sofort an Kani gedacht. Nein. Was kostet die Gaudi? Du musst den Corby fragen. Keine Ahnung. Lüg doch nicht so! Was denn? Ich Deine weiß Wurst, es ey. Was nicht. haben sie da von Du den hast sogar- Kreditkarten abgebucht? Das weiß ich ja nicht, da schaue ich doch nicht drauf. Am Corby Monat, ist- am Ende. Da spielt Geld keine Rolle, der zahlt einfach nur. Ich habe ihm geschrieben, Michael, was ist das höchste Paket, was kriege ich dafür? Und er hat einfach geschrieben, weiß ich selber nicht und alles. Großer Geld. Alles, ich hab eigentlich gemeint, dass du das von selber bringst, das war lecker, aber da hast du jetzt nicht traut, gell? Da warst du jetzt ein bisschen geschammig. Darum habe ich es mir aufgeschrieben für dich. Ja, mein Warleck ist, dass der Kani mal, das ist ein Warleck von mir. Krass. Die Welt ist am Anfang. Nein, also Die Welt ist echt, das ist ein Moloch. Das ist es wird immer grausam. verrückter, ja. Es wird immer verrückter. Also ich bin jetzt dann echt, ich bin froh, wir sind jetzt, also wo wir aufnehmen, am 1. Dezember, endlich im letzten Monat von dem Drecksjahr.
Es kann eigentlich nur besser werden. Jetzt kommen dann noch Aliens. Ah, okay. Da hat mir meine Frau gestern auch einen Artikel vom, ach Gott, was, also Fokus oder so, wo ich mir auch denke, okay, dafür macht man einen ganzen Artikel super, von irgendeinem Typen sagt, der sich tatsächlich zum Alien umoperieren lässt. Boah, das sind die größten Freaks. Das sind die geilsten. Stop Bodyshaming. Er hat sich jetzt einen Finger oder also an beiden Händen einen Finger abnehmen lassen, einen gesunden Finger, Okay. damit er Clown dann kriegt. Ja, also fuck Bodyshaming, Alter. Das ist, der kannst einkauen, wenn du so einen Scheiß machst. Sei mir Geiler nicht Typ, los noch in Ruhe, ist der geilste Voll. Ja. Schon schlimm nur, dass ich das sehe. Nein, ich erzähle das auch noch in einem Podcast für alle. Du bietest dir leider nur eine Plattform, Alter. Ja, stimmt. Ja. Ich habe auch von irgendjemandem gehört, der hat was gelesen vom Typen, das ist irgendwie so Corona-Impf-Querdenker-Sepp und ich glaube, laut dem ist das Impfstoffzeug von Aliens. Also ich weiß nicht genau, mir hat das gerade noch verzeiht, aber das ist auch ganz grandios. Das ist Akte X-Theorie. Da, wo sich die Leute dann alle impfen lassen, ist aber dann alles, hat alles mit dem schwarzen Öl zum tun und so. Das ist alles Fox Mulder, hat alles Akte X schon mal aufgebracht. Wenn du Akte X noch mal anschaust, dann sagst du, da ist ganz viel Corona-Verschwörungstheorie drin. Kein Scheiß. Gerade das soll quasi die Leute zu die kommende Alien-Invasion vorbereiten. Ole, ole. Ah, okay. Ja. Und wenn ihr mehr über Corona und Verschwörungstheorien wissen wollt, dann hört euch eine zukünftige Folge der Gescheithaferrunden noch, die wir drüber aufnehmen werden. Oh, Alec, du willst es echt durchziehen, da bin ich Eigentlich schon sollten wir gespannt. schon durchziehen. Eigentlich sollten wir es machen. Leider schreibt es uns in die Kommentare, wollt ihr es von uns Gescheithaferrunden, für die ihr übrigens zahlen müsst, über Corona, Verschwörungstheorien und Impfskepsis. Das nicht, da habt ihr dann die Polizei vor der Haustür. Warum? Hundertprozentig. Du hast jetzt bald Polizei vor der Haustür. Warum? Ja, das sag ich jetzt nicht laut. Ich bin ein unbescholtener Bürger. Ja, du. Viel gescholtener Bürger bist du vielleicht. Junge. Jetzt hört's mal auf, weil wir jetzt schon fast bei der Stunde sind und Ja, ich da denke mal, kommt- das musst gerade noch du zwei wieder Leute zuhören. Das Ja. ist mir wurscht, aber es hören gerade noch zwei Leute vielleicht zu. Stimmt. Ja, Gott sei Dank. Die schauen schon die ganze Zeit auf die Uhr. Ja, genau, man ist der Scheiß endlich gut. Aber wenn er Korbi schneit, dann sagt der Mike zumindest den zwei, die noch da sind, was da sollen mit unserem Podcast, außer deabonnieren. Was die abonnieren? Nein, das Nein, sind natürlich nicht da. Nein, das sollen sie natürlich nicht. oder? Die sollen soll's es abonnieren, so. So abonnieren und schaut auf alle Fälle auch auf unsere anderen Plattformen vorbei. Steady, YouTube, was weiß ich, Apple Reddit. Podcast, schaut's überall. Was? Ja, Reddit. Reddit, kenne ich zwar nicht als Bauer, aber Ja, jetzt pass auf, bei Reddit, also weil das betreue ich, werden wir regelmäßig bei anderen Foren gesperrt, weil ich einfach nicht die Regeln kapiere. Ja, aber ich hab's Geil. jetzt mal gesehen, dass da einer drunter geschrieben hat und hat so gesagt, hey, kannst du ein bisschen einen Bezug wie irgendwas herstellen und du reagierst dann anscheinend einfach nicht mehr. Das hat gehst mit dann den wohl Regeln oder kapieren so. zum Tor. Du liest es einfach nicht und reagierst einfach nicht. Was ist mit dir? Ich habe nicht so viel Zeit. er betreut das. Ja, sehr gute Betreuung. Das ist, als da ich meine Kinder am Baum hängen und im Wald stehen lassen und dann sagen, späte mir 2 Stunden. Also das Was? auf alle Fälle Nach die 2 Glocke Stunden stirbt's betätigen. Was? Das die Jetzt lass Glocke Mike. Ja, Mike, bitte. Himmelherrschaft. Ja, da auf alle Fälle die Glocke betätigen. Dort bei uns ein Steady-Abo machen, weil das Weihnachtsgeld ist da, ich habt keine Ausrede mehr. Habe ich schon zu Bolle gesagt, die wollte sagen, haha, da habe ich was Besseres zum tun. Sag ich, das kann jetzt auch. Nein, Es funktioniert gibt keine bessere Anlage für das. Könnt ihr von der Steuer absetzen? Kennt's nicht. Genau, Das ist ein geschäftliches das. genau, das müsst ihr jetzt machen. Ja, Ja, Gut cool. gemacht. Danke. nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, genau. Super, super schön, Ja. super schön. Na, dann auf alle Fälle auch von meiner Seite einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war halt wieder mal eine ganz bescheuerte Runde, wie immer. Gefällt mir. Schon Und schön. das war die vorletzte Warlex-Runden heuer. Vielleicht schaffen wir es, dass wir die letzte Warlex-Runden wirklich im Dezember noch rausballern. Mal schauen. Corby, du bist angesprochen. Und dann bis bald und bis zum nächsten Mal Und danke. beim, Ja, beim besten Podcast der Welt. nicht bei Tonis Freilandeier. Doch, wenn du dabei okay. bist, dann schon. Okay, oder vielleicht eine VR-Bank Rottal-In. Und kauft euch den liebsten einen Penninger Blutwurz. Da kommt's gut an Weihnachten.
Oh ja, passt. Genau, und übrigens an alle angesprochenen Firmen, wir werden auch sehr gern gesponsert. Ich lasse mich auch gern mit Penninger Blutwurst zahlen. Immer gern. Jetzt haut's ab, weil wir schon vor einer Stunde Servus gesagt haben. Ja, hab ich dir. Ich schon Ja, da. servus. Servus. Grüß Gott, Sie sind schon mittendrin bei der VR-Bank Rottal-Inn. Wenn's bitte nur ein bisschen warten, dann wird Sie gleich jemand beraten.